Good morning. Begrüßt in den Namen des Herrn Jesus. Die Time möchte ich reden als Reitsen oder Reitmerken Gaude zu tun. Wir haben über das letzte paar von Gott seine Gnade, dass Gott seine Gnade erst nicht nur bloß zum uns raten, aber Gott hat noch viel mehr für uns reitgemerkt. Die Gnade loten an uns mit der Kraft von der Gnade durch uns arbeiten, sodass sein Wort hier kann erfüllt werden. Und wir sind abgebunden worden, dass wir sollen Gott seine Gnade nicht blickälter, nicht wenig davon denken, nicht nur bloß froh sein, dass wir gerat sind, aber dass wir mehr Gnade empfangen, und dass wir können dort tun und dort sein, wo Gott uns gerat hat. Und ein von den Dingen, wo er uns gerat hat, nu, Epheser 2, Vers 10, nu, ist, dass wir gute Werke tun, was er all vorher reingemerkt hat, wie wir dann wandeln sollen. Grundlegend, hat er all geplant für uns, dass wir sollen gute Werke tun. Und das haben wir nicht aus uns selbst. Das ist nicht genug, wenn wir bis uns Bestes proben. Aber dort ist seine Gnade durch uns arbeiten, dort ist ein gutes Wort. In den Text, was wir jeder Sonntag in der Bulletin haben, das 4, Vers 16, sagt, so lot jünlich für die Menschen schien, dass sie jene gute Worte sein und jene Vater am Himmel dürfen loben. Er sagt, wir sollen die gute Worte so tun, nicht dass uns was am Regen geklappert worden, nicht dass uns was geluft worden, so dass Gott durch was geluft worden. Dass das sein, dass als Gott seine Gnade was durch uns wirken hat. Jetzt ist so, wie eine Lede, ein Schaufer sind von weit aufgekommen, so weit aus 600 Kilometer, wo die gefahren sind, zum hier sein. Jetzt ist so, von der aus Samarias. Und die eine Lede Früde hat eine Krankheit, dass sie meistens sich selbst helfen kann, aber sagt Putin seine Früh verteilt, wo viermal, als wir hier in Kanada waren, hatten die Leute angeladen, in ihr Haus zu bleiben. Und wo die Früh sich bemerkt hat, even mit ihrer Krankheit, und so zu bedeuten. Und sie hatten so leicht gewonnen. Sie sagen, dass die deed nicht für sich selbst, auch nicht aus sich selbst, aber mit der Gnade, was Gott gibt, deine. Even wenn sie auch selbst mäßig können. Und die wir von weit aufgekommen, und hier war er zu begegnen, jetzt ist so was. Gott gibt Gnade, dass wir gute Worte tun können, so dass er verherrlicht. Dass er was geluft worden dadurch. Und die Frau, die wir uns so fragen sollen, wo haben wir uns reinmerken, gute Worte zu tun? Einzelne sagen wir, oh, ich bin so blöd, dass ich kann nicht, aber andere können das so viel besser. Und dann läuft für den Tag. Denn da wird die gute Worte nicht, was Gott für uns reingemerkt hat. Wir sind nicht wirklich rütgestorben von den kleinen Krans, so wie uns möglich fallen, was wir uns gemerkt haben, und dann da wir nicht. Dann da wir andere Rauben von der Gabe Gottes, was Gott uns gegeben hat für dich. So, was haben wir uns reinmerken? Wir haben in Titus Kapitel 3 drehen. Titus Kapitel 3, und da werden wir von Vers 1 durch 11 lesen. Titus Kapitel 3, Futznu, Timotheus. Das ist ein Brief, was Paulus, der Apostel, nur Titus schrieben hat. Titus wie ein jüngerer Mann, wie er gelehrt hat, wie er hat angestellt, zu dienen, und die Schrift der Brief zu den ermahnen und den helfen, reinzumerken, woher können sein Werk, was Gott vor ihm hat, erfüllen. Titus Kapitel 3 fängt an von Vers 1. Sagt er, hol er dort fair, dort sei die Regierung
en die gewollt even aanhouden, zal gehoorzaam, gehorchen, en immer reid zijn Gode te doen. Zij zullen über andere nicht schlecht reden, en zu alle Menschen freundlich en lieftolig zijn. Wils wie wären zu einer Zeit selbst unvernünftig, ungehorsam, verehrt, en verschiedene Lasten en Vergnügungen versklavt, en leefden verlachtet, of jens het leven. Wir worden verstaat en verstaden andere. Aber ons freundlicher Gott in Helland verdacht hem, met wo Gott hij alle Menschen wir, raad hij ons, dat wir nicht, dat wir Gerechtigkeitsworten abzuwiesen hadden, dat wir uit zijn eigen Mitleiden, wir worden dadurch nie geboren, dat hij ons was, en durch den Helden Jezus nie het leven geeft. Den hij durch Jesus Christus ons Heiland richtig über ons kommen leidt. Dat wir durch seine Gnade sind gerecht geworden, oven sind, wils wir die Hoffnung auf ewiges Leben haben. Dit ist ein Wort, worauf wir uns verlassen können. Und du sollst dit immer weiter betonen, zodat die ihr Vertrauen haben, sich bemühen, Gode zu tun. Dit ist, was Gode und was allemal zu nutzen kommt. Aber jaft die nicht auf, mit auswendig, mit Gezank in Gestreit über Jesters in dat Gesetz. Die nutzen. Wer Spolungen anstellt, soll einmal und dann noch einmal gewarnt werden, dann aber hat wieder nichts mit an zu tun. Du weißt, dass so ein Mensch im Denken verkehrt ist und wieder sündigt und sich dadurch selbst verurteilt. Erstlich sagt er zu Timotheus, oder Titus hier, sagt er, sieh für Gott, dass du das immer wiederholen darfst, und dass die Menschen, dass wir alle sollen, ohne Autorität leben, ohne Autorität arbeiten. Gott hat Autorität angestellt, als das am Heim ist, in der Gemeinde, bei der Arbeitsstätte, in der Regierung, im Land. Alle wir sind die Autoritäten. Und er sagt, dass die immer weiter ansparen, dass sie sollen ohne Autorität arbeiten. Sie sollen in Gehorsam arbeiten. Solange als es nicht jeden Gott sein wird, sagt er, sollen wir uns die Autorität unterstellen, in Gehorsam sein und so sort arbeiten. Sprüche 24, Vers 21, sagt er, mein Sehen, fürcht den Herrn in den König und go nicht mit die jeden an sind. Er sagt nicht, wann das ein guter König ist. Er sagt nicht, wann das ein gottesfürchtiger König ist. Er sagt, wir sollen den unterdon sein. Bis Gott hat den angestellt, sagt er in Ekklesiastes, Prediger 8, Vers 2, sagt er, schickt die zu den König sein Wort, wie es Gott hat sein Erd geschenkt. Gott hat ihn angestellt. Kein erst der, was einen abstellen lässt und den anderen raufnehmen lässt. So er sagt, wir sollen uns unterordnen, unter die Autorität, weil wenn wir das nicht tun, dann können wir auch nicht wirklich Gute Worte tun. Gute Worte, die wollen nicht von Gott angesehen worden, wenn wir nicht unter Autorität arbeiten tun. Dann hat es so tun gemacht, die Mann zu spielen und dort zu verdorben. Und dort Gott auch wieder nach Power zu tun, der dann zum Schaden bringt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, als er in Rückschrecken in Matthäus Kapitel 10, Vers 11 durch 13, dort, wenn sie rückgingen
dort Evangelium predigen, sagen sie dann, wenn jemand in eine Stadt oder in einen Dorf kommt, sagt er dann, Gott nur den, was du in Charge hast, nur den wird. Und sagt er, seit of du Fried hast, of du eine der hast, dass du bleiben kann, dass du das Evangelium du kann mitteilen. Und wenn du die Friede hast, dann sagt er, bleib du, solange sie an der Tarp sind. Und sagt er, wenn die Friede nicht mehr tun hast, dann geht von der Stadt weg. Immer ohne Autorität arbeiten. Nicht jeden Autorität. Bis Gott hat die angeführt und er sagt, wir sollen dort respektieren. Wenn wir dort respektieren, dann wir am respektieren. In Römer Kapitel 13 sagt er, dass even die König in dem, was die geschickt haben, sagt er, das sind Gott, sie deine. Er sagt, die 300 Jahre nicht mehr umsonst. Die sind angestellt. Er sagt, du werden da wie auch Tagstollen und all so Dinge aus dort. Sagt er, wie sollen die unsere Art sein? Er sagt, wenn wir die jeden an sind, dann da wie Gott jeden an sind. Dann sind wir jeden an von dort, was Gott gegeben hat. So, immer wir sollen unsere Autorität arbeiten. Jesus sagt in Matthäus 23, Vers 2, sagt er, die Schriftgelehrten und Pharisäer saßen nach Moses den Stuhl, horcht nur an, in dort, was sie sagen, aber rechnet nicht, nur was sie tun. Weil sie tun selbst nicht, was sie lehren. Even though sie selbst nicht deuten, was sie lehren und was sie wissen, was recht wird, aber weil sie das rechte lehren deuten, sieht Jesus, dort sind die unsere Arten. Dort die gehorsam sind. Gott nur das Wort, was sie lehren dann, ist sie lehren, das Gottes Wort. Even though die selbst dort nicht nur kommen deuten, selbst dort nicht eifen deuten, sagt er, dort nicht so sie tun, aber dort so sie sein. Sie even durch, und die Autorität arbeiten. In 1. Petrus, Kapitel 2, von 13 durch 17, muss ich da lesen. 1. Petrus, Kapitel 2, fangen wir an von Vers 13. Sagt er, Gott sein Willen, die Regierung ihr Gesetz. Of dat der Kaiser selbst ist, oder die, der er geschickt hat. Die zu strafen, die du recht tun, und die zu loben, die du recht tun. Weil Gott will, dass die, der ich Gutes tun, die Schassel dort Müll stoppen sollen, die durch jeden ansehen, und nicht besser weiten. Die sind frei vom Gesetz, aber dort meint nicht, dass die jene Freiheit brücken kann, Schlechte zu tun. Die sollen jene Freiheit brücken, Gott zu dienen. Geeft all Respekt, sieht die Brüder gut, fürcht Gott und ihr den König. Wo wichtig das ist, dass wir unsere Autorität arbeiten tun, dass wir die Autorität respektieren tun, was Gott angeführt hat, even nicht so tun, als wir das würden gleichen. Even wenn wir nicht mal mitstimmen, die Dinge, was die tun. Weil die einzelnen Mal merken, die Gesetze und Regeln, was wir gleich verstehen. Ich habe allmählich verstanden, wo wir nicht so ein Gesetz, so eine Regeln anführen. Wir gleichen da nicht mal. Das ist so deutlich für uns. Was ein Jahr träger so, wir antworten, dass der hat ein Gesetz gemerkt, dass wir können nicht ans große Zelt mehr abstellen. Das gleicht doch gleich. Das wird mich sehr gehen an. Meine Gedanken, wir wollen von Recht haben, die uns fair zu sein, was wir mit unseren Sachen tun. Erst dort Tent, wo der auf eiserne Pol steht, dass auf einmal häuslich anbrennen wird, und Menschen, die würden zu spät kommen, da ja. Kein Sinn. Wo hat jeder Hälfte gekriegt? Liegt, ob ich der Matchstamm, oder ob ich das gleich, oder ob das passend ist, oder ob das uns sehr angotlich ist. Die haben nicht in Gesetz gemerkt, was je in Gott sein Wort ging. Und deswegen müssen wir das respektieren. Deswegen müssen wir uns unterordnen.
En zo zijn er vele andere dingen. Vielleicht als wir die Bühnen wollen, haben wir alle Sorten Gesetze, was wir nicht verstehen, nicht gleichen, was wir sein, uns Anneige kosten, und all so Dinge stehen. Aber, das sind die Autoritäten, die Gott hat angeführt. Die wollen zu Gott verantwortlich sein, für was die getan haben. Und wir sind verantwortlich zu Gott, was wir getan haben, und die Autorität, wo Gott uns angestellt hat. Jesus selbst, der nicht die Autorität verstehen, was er anwählen, even though er die König über die Könige wir, even though er Gott wir und selbst im Fleisch gekommen wir, er hat es ihr gemerkt und er sagt, euer Abraham, wir sie auch. Und doch er unter Orden sich, even wenn sie am Tod verurteilen, er hat nicht jeden ansehen, er hat nicht verstanden, er sagt zu Pilatus, du hast bloß Autorität über von Gott gegeben das, um das zu erfüllen. Jesus anerkannt, dass alle Autorität kommt von Gott. Wenn wir Gott tun wollen, dann müssen wir unsere Autorität arbeiten. Ob wir das gleichen oder nicht gleichen. Ob wir mit Sternen göttlich ist oder ungöttlich ist. Ob uns das extra ankosten gibt oder nicht, dort ist nicht die Frage. Wenn wir Gott tun wollen, dann müssen wir uns Gott seine Ordnungen tun sein. Dann müssen wir uns durch noch anstellen. Wie unsere Worte reden viel Lüder als unsere Werte. In Titus Kapitel 2, Vers 14 redet von uns, wem Christus gekauft hat, mit einem großen Preis, sagt er, der sich selbst handelt, uns von allen eurer zu raten, für sich ein Volk zu reinigen, dort er selbst irgend in dort Jahren Gott tun will. Das ist sein Plan, das ist, was er uns gewählt hat und uns geraten hat, Gott zu tun. Er sagt, dass er irgend uns, er hat uns mit einem höheren Preis gekauft, dort wir sollen gieren, Gott tun. Wir sollen begierig sein, Gott Worten zu tun. Nicht uns tragen und sagen, oh, somebody else what all. Somebody kann beter als ich. Wir sollen begierig sein, hier ran sein, nur je leben, Gott Worten zu tun. Kannst du hier ran, du nur sein, als die zijn dat we al een gouden deal vingen. Ja, want door een gouden deal is, door waar we het eerste bij zijn, ja. Gouden worten doen, dat is een gouden deal van Christ. Wils, wanneer we dat doen, nu God zijn woord nu, krijgen we een grote loon. Niet zo wordt er vergonnen dat, niet zo zilver en goud. Een eeuwig loon, wat door im Himmel bewaard is, wat door blijft voor ons. Dit is God zijn wil. En Epheser 2, Vers 10 sagt er, doordat we met Christus zijn verbonden, doordat we met Christus verbonden zijn, heeft God ons nie geschaffen en een nieuwe stam verzaad, dat we Gott doen kunnen. Nu willen we ook door leven. Waar hij heeft ons niet bloos, zodat we niet durven naar de verloren gaan. Jo, dat is een punt. Dat is het eerste part van de genade, zoals we al laatste paar oefens hier dat de eerste part van de genade is, dat we kan geraad worden, dat we niet durven verloren gaan. Du hast nog meer genade als bloos zo de genade wat ons raden deed. Du hast nog de genade wat ons bekrachtigen deed, dat we kan Gott doen. Dat heeft hij ons erschaffen. Dat heeft hij ons gewählt. Dat we die sagt, wir sollen begierig sein, wir sollen auch durch leben. Wir sollen uns anstrengen, wir sollen uns bemühen, Gott zu tun. Vers 5, Vers 10, uns tags falsch durch. So lot auch jün Licht für die Menschen schien, dort sei jüne gute Worten
sein en jün Vater im Himmel du verloven. Du hast einen Unterschied, wenn wir bloß probieren, Gott zu tun, aber wir werden angesehen sein, dass wir werden auf dem Schiller geklappert sein, dass uns nun soll erwähnt werden, oder auf wir Gott tun, am Christus ihn salven. Weil es uns so viel Gott getan hat. Die Schrift sagt uns dort, einige Menschen ihre Sünden, die wurden verübt auf dem Bord, und einige ihre Sünden wurden bis Lothar auf dem Bord worden. Wie hier in den letzten paar Wochen dort, Gott hat seine Kinder, sind vorher auf dem Bord, das Leben, du mit verhandeln kann, aber die wird am wahrer Stone, die Kinder sind, die sind, was Lothar hier auf dem Bord worden. Und er sagte, ein Krag so als dort mit Gott warten. Einige Menschen, die Gott warten, die waren vorher all auf dem Bord. Und der andere sagte, die gehen nicht zu verstärken. Und wenn wir die Gott warten auch so tun, dass kein anderer dort sitzt, dort als wie im Garten so verstärken in der Erde. Das geht gleich lang, dann warst du das ab. Und dann wisst dort, wo das erst wie geplant haben. Gott will, dass wir sollen Menschen sein, die begierig sind, Gott warten zu tun. Begierig sind, just abzunehmen. Als het hier in de kerk is, in ons heim, wo immer. Wir sollen begierig sein, just abzunehmen. Sagt dort, eins die haben dort getan, und sagt nicht mal geworden was, dass sie haben abgenommen in ihr Haus. Vielleicht wollen sie ein bisschen Jahren Tage antworten, wenn sie für Gott stehen. Die, die in die kommen, die, die in die Kerk kommen, die die anladen leiden, da fühlen Gott gewöhnliche Menschen. No, die leiden vielleicht so aus, die vertauschen vielleicht so. Wo sagt er, eins Engel abgenommen, und das geht jetzt ein Ei geworden. Was Jesus sagt, was immer die haben getan für die geringsten von diesen, meine Brüder sagt, das habe ich für mich getan. So, wenn wir Gott wachen dann, entweder Furz oder Lothar, das Wort für nachkommen, und das Wort Lohn für sein. Und wir sagen, wenn wir das nicht bloß durchführen, und wie wir alle sein sind, und wie wir ein bisschen am Schiller geklappert sind, sagt er, dann habe ich einen Lohn auch. That's it. Dann hast du nicht nach Lothar einen Lohn. Und wenn wir das für den Herrn tun, ob das dann openbaar wird, nu oder Lothar, das ist nicht die Frau, wo sagt, dann kriegen wir einen Lohn von den Herrn, wenn wir willig sind, Gott zu tun, uns bemühen, begierig sind, Gott Worten zu tun. Weet je, onze Worten sehr laut. Onze Worten reden viel lauter als onze Welt. Stell dir mal vor, wenn David und Leina und Tina bloß einmal reden, wo Gott sagt, wir haben das nie nicht gesehen und nie nicht gehört, dass die Musik spielen leiden. Da würde ich vielleicht zweifeln, wenn wir das noch nie nicht selbst gehört haben, bloß gehört davon reden, dass sie davon reden, dass andere davon reden leiden. Da würde ich noch nicht ganz überzeugt sein, dass die können Gott Musik machen. Aber weißt du, wenn die spielen, dann darf sie auch nicht mal sagen, hör ich mal, wo scheint sich das hier? Weißt du, die bewiesen das auch. Und kriegst so erst dort, und alles, was wir tun, aus dort Menschen erst dort gesehen ist, oder auf dort im Verborgen ist, dass Menschen dort nicht so öffentlich sein. Wenn wir Gott Worten tun, die Worten, die reden viel lauter, als all die Welt, was wir können, uit uns Müll bringen. Jesus sagt zu den Menschen, so steht in Johannes Kapitel 10, Vers 37, sagt er, wenn je mein Vater seine Worten tun, oder wenn ich mein Vater seine Worten tun, dann bleibt mir nicht. Aber wenn ich die tue, und je nicht an mich selbst bleiben, bleibt doch
aan de werken. Doormet je dat zijn en blijven, dat de Vader en mij is, en ik en aan. Weet je, wanneer de mensen die de weet, dat niet voor blijven, maar dan zegt hij, maar dan check maar naar die woord. Zijn er pas laat je weet? Zijn er pas met laat je weet gekomen? Check maar naar die woord. Nicodemus in Johannes kapitel 3, kwam naar Jezus daarna en zei, Meester, wie weten, wie als Pharisäer, schriftgeleerden, wie weten, dat du van God gekomen bist, dus keiner kan die werken doen, wat du deed. Hij zei niet, keiner heeft zo'n schijne weer als du hast. Keiner kan zo kost. No. Hij zei, keiner kan die werken doen, wat du deed, buiten die van God komt. Sie zien de werken, die reden zeer luid en zeer klar. En hij zegt, wie zullen zijn voorbeeld nu gaan? So, wo sollen wir Menschen überzeugen, dass Gott seine Liebe an uns ist? Aber wie jedes Mal in der Gelegenheit ist, abstunden sein, ich sehe voll, ich liebe alle Menschen, und ich sehe ein sehr guter Mensch, ich habe Gott seine Liebe an mich, und Gott hat seine Liebe an mich ausgegoten, und immer wahr sein. Nee, sag ich, laat je Licht für die Menschen so schön, dass die eine gute Werken sein. Sie kunnen werken, die worden dat bestätigen, dat het werkelijk is. Dat het niet bloß laat je weet zijn. Dus laat je weet, die hebben geen aanhoud. Die maken niet een indruk aan mensen. Wanneer een mens komt en vertelt die grote geschichte en pocht van zichzelf, wat hij alles deed, wat hij alles heeft, en zo wieder. Meeste mensen hebben geen gebruik daarvoor. En blijven dat ook niet meer. Dat hier een zeer beeld dat, dit is maar veel wiet overdreven. Wat je een mens met zijn leven, met zijn werken dat bewezen deed, dat stelt al de vrouwen, dat antwoord al de vrouwen. Van ons leven, onze werken, dat bestätigen. In Hebräer 13, vers 21, als een gebed, wat hij schreef, beden deed voor de Hebräische Christen, wanneer dit brief geschreven werd. En dan beet hij dat God antwoord fähig maken, voor al het goede te doen, van God zijn wil. En mag hij junt door Jezus Christus dat werken, waarom hij een gevallen heeft. Jezus Christus traf al de eer van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ze zeggen, mag God en junt dit werken goede te doen. Mag God door junt werken doen. Heeft al de eer. Wir, zoals die laatste paar uur gehoord hebben, God heeft ons geraad door zijn genade. We hebben het niet zelfs gedaan, we hebben keine Gerechtigkeitswerk, was wir abweisen können, dass wir Leben kriegen. Nee, er hat uns geschenkt. Nicht mehr bloß hat er uns die Genade geschenkt, dass wir können seilig werden, dass wir können frei werden von der Schuld von unseren Sinn. Aber er hat uns Genade gegeben, die Kraft gegeben, dass wir können gute Werke tun, was andere Menschen überzeugen wollen, dass Gott Jesus Christus in die Welt geschickt hat. Wanneer wir gevuld zijn met God zijn jes, met zijn leven, en goede werken te doen voor hem, dat is niet natuurlijk. Natuurlijk, en jeder mens zegt voor zichzelf. Wel een gouden deel voor zichzelf. Ze zegt immer het beste voor zichzelf. Maar wanneer een mens zo veranderd wordt, dat hij immer het beste zegt voor de nächsten, dat is een klare teken, dat God heeft de arbeid aan dit gedaan. God heeft dit veranderd. Hij heeft God zijn beste genomen. En nu wil hij ook dat beste voor andere mensen. En dan zegt hij hier, en dat is een afsnit wat ik heb overgelezen uit Titus kapitel 3, dat we ons niet afgeven
mit Streiterie und mit Zank. In Titus Kapitel 3, Vers 9 sagt er, überjaft die nicht auf mit einem ansendet Zank in Streit. Über Gesatzregister und über das Gesetz. Sagt er, die nutzen kein Menschenwort. Das hat es Schulden. Wenn wir mit Menschen streiten, uns jachten, wir sind reich und die sind arg und dort, wo wir die wiesen, die wollen wir nie nicht gewinnen. Nicht, sagt er, will Gott sehen deiner, und das, was wir sind, von uns geraten haben, gute Worte tun, und sagen wir sehen deiner. Dann sagt er, Gott sehen deiner soll nicht zanken. Soll nicht streiten. So wir sollen bereit sein, Gute zu tun, vorsichtig sein, dass wir uns nicht streiten mit anderen Menschen. Sagt er, wer Spolungen anstellt, soll einmal nach dem zweiten Mal gewarnt werden und nur den sagt, er hat nichts mehr mit dir zu tun. Wenn ein Mensch auf den einen Steck ist, in streiten will, sagt er dann, dort ihn einmal warnen, weil er nicht noch hörig warnen nach dem zweiten Mal, und von dort wieder sagt er, hat nichts mehr mit dir zu tun. Und dort, ob er sich ein Christ nennt oder nicht. Und dort, ob das Freundschaft ist oder nicht. Er sagt, wenn du dir zweimal gewarnt hast, weil Spolungen, weil Streiterie angehen, sagt er, dann hat nichts mehr mit dir zu tun. Jaff die nicht mehr auf mit so einer Person. Das ist gefährlich. Das bringt nicht Gutes von sich. Wir haben Jesus sein Vorbild durch ihn. Er gibt sich nicht auf mit Streiterie. Und in Vers 11 sagt er, dass so ein Mensch empfiehlt ist und widersündigt in sich durch das verurteilt. Dieser Mensch, wo der Streiterie und Spolungen anstellt, sagt er, dort ist nicht ein Mensch, wo der Beste will für den Nächsten. Der ist sich überzeugt, dass er ist reich, er allein ist reich, sein Weg ist der beste Weg, und alle anderen Menschen in ihrer Welt sind nicht so gut, und er will nicht probieren, zu überreden, dass sie sollen auf sein Weg. Und dort ist nicht, wo wir andere Menschen gewinnen können. Weil das ist vorsichtig, dass wir vorsichtig sind, uns nicht aufgeben mit so einem Menschen. Jetzt ist sowas, haben wir hier eine Gruppe von Menschen, die können nicht im Horchen, wo Gott sein Wort sein wird. Die können nicht im Lehren, die können hier zum sich streiten. Zum Jüngern sein, dass das wie ein falscher Lehrer, was hier Jesus sowas reden wird. Proverb 3, wie sie in Leamington kriegt, so steht. Ich stelle sie einmal, nächsten Abend war, kurz aus der Botschaft immer wieder, dann gingen sie verteilen, sie mal verschiedene Menschen sagen, das soll ihr nicht horchen, das ist ein falscher Lehrer. Und sie mussten das sein, wenn die nicht sind gekommen, zum Horchen und zum Lehren, dann dürfen wir nicht weiterkommen. Wenn wir wann geben und streiten uns mit dir, dann stellen wir uns krank auf die selbste Stufe hinab, wo die sind. Sagt, Gott sein deiner soll sich nicht streiten. Wir sollen die Warnung geben und dann nicht, wenn die dann nicht horchen, dann nicht mehr mit dir zu tun haben. Wir sollen gute Worte tun, über uns nicht streiten. Dort ist sehr, sehr wichtig. Wir haben Christus aus dem Vorbild in Matthäus 12, Vers 19 sagt, dass er wird seine Stimme, oder er wird nicht Streit in Lohn anstellen, in seine Stimme wollen sie nicht. Er wird nicht so laut reden, dass er begonnen zu hören sind. Einzige Leute, wenn sie sehr laut reden, dann wollen Menschen nicht alle horchen. Aber Jesus geht sich nicht auf
mit Streiterie. Wenn die Pharisäer und die Schriftgelehrten nur am Keim und wollen eine Streiterie anfangen, dann haben sie sich auch vorher geplant, was sie würden tun. Sie würden am so eine Frau stahlen, und dann würden sie mal sehen, was sie würden sagen. Du wirst nicht rutschen. Sondern kämen sie da an, dann haben sie wieder uitgelehrt, was sie da am schacken leiden, und dann fragen sie an die Frau. Und das nu würden sie am Schlängen damit. Sie, der hat nicht gaudet am Sinn, den in den Fall zu bringen. Aber Jesus wusste sich damit. Und er will sich nicht aufgeben, mit euch zu streiten. Sie, dat te eind, nou, dat wil ik je ook een vrouw vragen. En wanneer je mij de antwoord voorgeven voor die vrouw, dan wil ik je ook zeggen, wat je mij nu gevraagd hebt. Dan gingen ze weg, dan dachten ze er weer even nu, en zeiden, waarom wie zo zijn? Nou, dan wordt het dit zijn. En waarom wie zo zijn, dan wordt het dit zijn. Oh, oké, dan gingen ze weg. Wie keine streiterie. Keine gelegenheid. Hij durft zich weg strijden en zanken met die mensen. Hij geeft die warning. Even so tun, selbst von so tun Abend kämen, das drehen sie da steht geschrieben. Und kämen so tun auch drehen sie da, oh, das ist auch geschrieben. Sie sagen, ja, aber das ist auch geschrieben. Das der Wahre muss wieder mit der Schrift sich verteidigen, aber er sich nicht streiten. Und dort ist sehr wichtig, dass wir vorsichtig sind, dass wir uns nicht aufgeben mit Streiterie, nicht aufgeben mit so einem Menschen, wat die Wahrheit nicht wollen. Er sagt, wir sollen nicht die Pearls für Schwein schmieden. Und das meine ich nicht, dass die Menschen das Schwein sind. Aber er sagt, dass er vergleicht das mit, wo eingeschickt so eine Stadt ist. Und wir sollen vorsichtig sein, wo wir dort und was wir mit dort heilige Wort Gottes tun. Er sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr in eine Stadt angehen, und dann geht nur dem, was die Autorität ist, begrijst je met je zeden, met je vrede, wanneer je vrede op dat huis komt, dan blijft je en helpt die mensen dood te gouden, dood de kranken heilen, en al deze dingen. Maar wanneer je het niet opneemt, wanneer je vrede bloos trainen je komt, dan zegt hij, dan go van de stad weg. Dat je niet schelden en schampen over die Menschen, dat die nicht verdammen, dat die streiten en jachten met die, dat die nog wat hingerom bloren, dat ze schadet de stof af van jullie feit en gaat wieder, en gaat naar een andere stad. Dat je niet streiten. En dit is zeer wichtig, dat we leren, dat ook zo te doen. En Titus 3, vers 8, zegt dat, dit is een woord, en du sollst jou dit immer weiter betonen. Want we zijn zo leicht te vergeten. Zo leicht vergeten we wat Gott ons befohlen heeft. Zegt er, te Titus zegt er, dit du immer weiter betonen, zodat die er vertrouwen op Gott gesagt haben, zich bemühen, Gute te doen. Dit is wat Gute, dat allemaal te nutzen komt. Du haben Menschen genoten uit. Und man sagt, wenn die Streiterie in Sankt kommt, darf keinen genoten uit. Nicht mal, die werden in Streit gewendet, die haben auch keinen genoten uit. Wisst ihr, die haben das Verhältnis verdorben, und in andere Menschen, die haben sein Zeugnis auch verdorben. Dus keine gewend durch, wenn wir uns streiten tun. Und man sagt, wenn wir uns bemühen, Gute zu tun, dann wollen wir uns nicht Zeit nehmen, mit all solchen Streiterie und Sankerie aufgeben. Und wenn wir uns bemühen, Gute zu tun, sagt er, du hast alle Menschen genoten uit. Das, was Jesus deed, das, was wir auch sollen tun. Mochten wir uns ganz durch die Hand geben, dass wir uns Licht würden so schienen lassen für Menschen, dass unsere gute Worte würden Gott loben, nicht unsere gute Wird, da er Müll starten. Das ist, was wir brauchen zu tun. Wir brauchen gute Wut abzukommen, nicht das Müll starten. Nee, sagt, wir sollen gute Worte, wo Menschen genoten haben. Damit sollen wir zeugen, wer Gott ist. Wo alle Menschen erkennen, dass ich vor mir geschickt habe, wenn je live einer für den anderen haben, live
det goudet zu den Nächsten. Live, dat het nicht striden mit den Nächsten. So, wenn wir uns right goudet te doen. Nicht omdat wir wollen geraten worden, wir wollen all genehm worden für Gott. Nee, Gott hat uns all genommen, durch was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha getan hat. Nicht durch was wir getan haben oder tun können. Wenn wir das angenommen haben, nu werden wir uns bemühen, Goudet zu tun, um andere Menschen zu überzeugen von der Liebe Gottes. Dann, wo wir Goudet Erfolg haben, dann wollen Menschen nur in Genotten kriegen. Dann wollen Menschen kriegen. Nur Jesus Christus. Das, was die Jünger deuten. Das, was Jesus befehlen deed. Das, was er uns befohlen hat. Wenn wir uns damit beschäftigen und bemühen, ramkicken, durch Gelegenheit sehen, Gott fragt, Herr, was hast du für mich vertellt? Was von Goudet Werk hast du das für dich soll tun? Weißt du, das wird nicht immer in den kleinen Kranz sein, wo wir möglich uns fallen. Das wird meinen, wir wollen nicht den kleinen Kranz nach Rutsch stoppen. Und vielleicht wollen wir somebody einladen in uns Heim nennen, was von einer ganz anderen Kultur ist. Vielleicht hat er noch eine andere Sprache reden nicht. Was wir vielleicht die Mund sehr gut verstehen können. Oder wenn wir somebody sagen, was ein Halb fehlen nicht. Uitreden und halten den. Wenn wir uns bemühen, wenn wir Gott fragen, was hast du? Was für eine gute Worte hast du vorher reingemerkt für mich, wo ich mein Leben soll? Menschen wollen überzeugt sein. Das wollen die unsere wieder nicht hören, aber die unsere Worte wollen sein. Und dadurch wollen überzeugt worden, dass Christus mit uns ist. Wenn wir zu beten. Dankeschön, Herr, für dein Wort. Dankeschön für die gute Worte, was du getan hast. Das Vorbild, was du hast uns hingelassen, Herr, dass du das goudet für alle Menschen. Sodass all die und die leben nicht würden verloren gehen, sondern ewig Leben haben. Du hast kein Ansehen der Person. Du darfst von jeder eine sagst, wer immer, die wird anrufen, den wirst du raten. Und du sagst, dass dein Wort, das Evangelium soll gepredigt werden zu allen Menschen. Du hast keinen Respekt der Person. Kein Ansehen. Du wirst, jeder einer soll zu der Erkenntnis, zu der Wahrheit kommen. Gott, wir danken dir, dass du hast so viel, und noch einmal das, so viel gute Worte uns zukommen lassen, um uns zu überzeugen, dass du ein Gott von Liebe, von Barmherzigkeit, von Gnade und von Geduld bist. Gott, wir beten, help uns, dass wir auch würden, uns von die Leuten fällen, von die Leuten anstellen, von die Leuten verändern. So wie nicht mehr würden, du dort sehen, was ist, aber wir würden nur dort sehen, was andere nicht würden aufgeben, mit Streiterie, mit Zank, oder irgendwas, was den Zeugnis verhindern würde. Aber wir uns würden aufgeben, mit guten Dingen tun. Wir uns würden so bemühen, oder wir würden reden mit anderen Menschen, aber wir würden ganz bemüht und benommen sein, mit guten Worten tun, was du vorher gemerkt hast, sodass dadurch Menschen wollen überzeugt worden, wie deine Kinder sind, und dass du in uns wohnen lässt. Musst du das erfüllen in uns, durch deine Gnade, durch die Kraft von deinen Helden Jesus. Und wir danken dir für die gute Arbeit, die du an uns angefangen hast. Und Herr, uns fehlt dort ganz an die, um dort Werk wieder zu vollenden, wie es an die, kann wir nicht tun. Aber Dankeschön, Herr, dort wir das Versprechen noch haben, dass wir können alles tun durch den, was merkt, Christus. In seinem Namen beten wir das. Mit Dank.